wir sind mitten in der Qualifikationsrunde. Es ist noch alles drin. Die Zuschauer sind im Stadion und freuen sich auf eine packende Partie. Und die erwarten wir, Sebastian, auch. Ja, ganz klar. Und die Trainer natürlich ebenfalls. Und wenn wir mal sehen, wer da unten alles auf dem Platz steht, was für Stars, was für Techniker. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich richtig auf dieses Spiel, Tom. Denn wenn die das zeigen, was sie in ihrer bisherigen Karriere schon alles geleistet haben, dann wird das ein richtig gutes Fußballspiel. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeige ich da eine Karte oder nicht? Ja, hoffentlich hat sich der Spieler hier nicht allzu schwer verletzt. Eine gelbe Karte gibt es natürlich in jedem Fall. Ja, da kann ich ja sogar von Glück reden, dass er für dieses Foul nur gelb sieht. Das war ein richtig böses Foul. Jetzt ist er fast durch, hat nur noch einen Abwehrspieler vor sich. Tja, wenn aus dieser Gelegenheit nichts wird, dann sind sie es selber schuld. Nur raus damit, einfach weg aus der Gefahrenzone. Ja, der Ball war im Tor aus, ganz klar, und das muss jetzt Abstoß geben. Ja, jetzt müsste die Flanke gleich kommen. Gute Abwehrleistung hier. Tja, wenn den keiner will, dann nehme ich mir eben den Ball. Und hat er gut den eigenen Mitspieler gesehen. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Klasse Kopfball. Ja, bloß weg damit. Ja, das macht er gut, per Kopf. Richtig so. So, und jetzt lassen sie die Abwehrspieler mal ein bisschen laufen. Ganz clever, ganz cool gemacht vom Abwehrspieler. Guter Pass, genau auf den freien Mann. Schön nach vorne geköpft. So, und damit haben sie sich den Ball zurückerobert. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Klare Sache für den Schiedsrichter, er zeigt gelb. Gelbe Karte nach dieser rüden Attacke, gut gesehen vom Unparteiischen. Und jetzt heißt Abwehr, aufgepasst. Ja, und das sieht gut aus, wie die Abwehrspieler da hinten die Räume eng machen. Ja, und das ist schon klar. Super, die Fans gleich mit dem Beifall da. Ja, das Kopfballspiel, das beherrscht er wie aus dem Lehrbuch. Und die Fahne ist oben. Sehen wir uns die Situation in der Wiederholung an. War das wirklich abseits? Ja.
Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Ja, das war abzusehen. Nach der ersten gelben die zweite und das heißt Platzverweis. Für ihn ist das Spiel beendet. Und solche Bälle spielt nicht jeder. So, wir haben noch kein einziges Tor gesehen heute. Wird mal langsam Zeit, denn die erste Halbzeit neigt sich schon ihrem Ende zu. Ja, das war klasse. Das ist ja nicht zu fassen. Und ein super Tor. Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans doch gewartet, auf so ein schönes Tor. Eiskalt verwandelt und das war gleichzeitig noch überlegen gemacht. Und weg ist der Ball. Ja, jetzt bekommt auch der Torhüter viel mehr zu tun. Der Halbzeitstand hier 1:0. Eine rote Karte in der ersten Hälfte ist natürlich immer bitter. Andererseits dauert das Spiel ja noch 45 Minuten. Da kann noch so viel passieren. So, hinein in den zweiten Durchgang. Wir freuen uns nach wie vor auf guten und attraktiven Fußball. Na, da freut sich die Abwehr bei solch einem Zuspiel. Die nächste souveräne Abwehraktion. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Nur raus aus dem 16er mit dem Ball, um Himmels Willen raus. Der Ball ist im Tor aus und damit Abstoß. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Und natürlich muss er jetzt die gelbe Karte aus der Tasche holen. Ja, Tom, ich finde ohnehin, dass der Schiedsrichter heute eine richtig schwere Aufgabe hat. Schon wieder so eine rüde Attacke und völlig zu Recht wieder gelb. Da sieht er die Lücke. Guter Kopfball. Ah, klasse Aktion. Ja, das sieht man gleich, der hat das Auge für den Mitspieler. Ah, munter geht's jetzt nach vorne. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Und dafür müsste er jetzt gelb sehen. Und das passiert auch so. Sie halten sich hier wirklich nicht zurück. Die wievielte Karte war das jetzt? Jetzt hat er die Situation geklärt. Absolut spitze. Und schon wieder eine tolle Parade des Keepers. Der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne.
Ja, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. So, den muss er jetzt verwandeln. Mit den Fingerspitzen geklärt, aber die Situation ist noch nicht bereinigt. So, jetzt wäre die Gefahr erstmal wieder gebannt. Und jetzt drängt sie nach vorne. Und hier im Stadion waren schon viele aufgesprungen, dachten, der Ball sei drin. Nichts da, der Keeper ist noch rechtzeitig zur Stelle. Wieder so eine tolle Abwehrleistung. Die sind heute einfach perfekt organisiert. Und zum ersten Mal in diesem Spiel wechselt der Coach aus. Und es kommen gleich 2 neue Akteure in die Begegnung. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Ja, das ist doch eine ganz klare Aktion gewesen. Da muss es Freistoß geben. Ja, eine weitere Auswechslung des Trainers, seine zweite heute. Und der Pass, das ist das Tor. Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht. So, nach diesem Ausgleichstor sind wir so schlau wie zuvor. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut wie festzustehen, denn wir sehen, die Spieler machen sich da am Spielfeldrand doch schon intensiv warm, bereiten sich auf einen Einsatz vor. Ja, und jetzt muss er neue Impulse setzen, der Trainer. Und womit macht man das? Mit einer Auswechslung, bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Vom Pfosten zurück ins Feld. Oh, Freistoß, sagt der Schiedsrichter. Oh, das war knapp. Ein paar Zentimeter später und der Unparteiische hätte Elfmeter gegeben. An die Latte. Also wenn es eine Chance gibt zum Konter, dann jetzt. Schöner Kopfball. Ja, klasse, direkt umgesetzt, das Passspiel und dann auf den freien Mann. Ja, und mit viel Gefühl im Fuß und dann auch noch genau gepasst. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Und jetzt muss er schießen. Und bei solchen Bällen, da fackelst du nicht lange, nur raus damit. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Ja, und es gab ja die eine oder andere Unterbrechung in dieser Partie, deswegen 3 Minuten Nachspielzeit. Und so soll das aussehen. Ja, Fehlpass. Und nach vorne geköpft, ja. Genau so stellen wir uns das vor. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Und jetzt musst du erstmal die Lücke finden. Wohin mit dem Ball? Aber guck mal, wie die stehen. Ganz souverän. Und jetzt freuen wir uns natürlich auf ein spannendes Rückspiel nach diesem Unentschieden im Hinspiel. Da gibt es dann kein Taktieren mehr, wenn beide Mannschaften ein weiteres Mal aufeinandertreffen. So, liebe Zuschauer, das war's von unserer Seite. Tschüss und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.